Sehr gut. Ich heet noch einmal in jeder einem Willkommen hier zu uns Gottesdienst. Und ich habe mich gemerkt, von einem Thema zu reden, was nicht leicht ist. Und aber ich will dort durchgehen. Because ich glaube, uns fehlt dort alle. Und Pedrito sagt hier, dass wir alle kennen. Und danke für das Sein, das ist, was das ist. Ich will von dir reden von ihre Vater und Mutter. Das, was ich von dir will reden. Und ich will dort proben, so zu bringen, dass wir alle verstehen können, was die Konsequenzen sind, wenn wir das nicht tun. Das ist interessant, was wir in der Bibel finden, wenn wir nicht Vater und Mutter ehren tun. Und die wollen wundern, was hier geschrieben ist. Bitte, ihr wissen alles, was hier ist. Aber ich mir bleibt dort stehen, will ich dort lesen. Mir hat dort all für eine lange Zeit einmal bewegt, der Timer. Und dort ist wertvoll davon zu reden. Mal mehrere Jahre 3, dann sagt ein junger Mann zu mir, dort seine Partner, wo wir mit in der Schule warst, die lebten alle nicht mehr. Die waren Vater und Mutter nicht gehorsam gewesen, oder die hatten Vater und Mutter nicht gehorcht. Und die hatten leichtes Geld gewollt. Und die hatten Vater und Mutter nicht geirrt, nicht gehorcht. Und die lebten nicht mehr. So die werden umgebracht. Das, was passiert, wenn eine Vater und Mutter nicht horchen hat. Because jeder Eltern, die wollen das Beste für ihre Kinder. Wenn wir das sehen, in der Tür, man Tier, wenn du man Tier wird im Baby geboren, die Mutter von das Tier wird alles tun, um das zu beschützen. Kriegt so wel wie als Eltern das Beste für unsere Kinder. Und Kinder verstehen das einmal nicht. Kinder, die sind klüger als die Eltern und die weiten dort nicht. Dort die Eltern all haben wenigstens 20, 30 Jahre länger gelebt als sie, und die Kinder weiten besser. Und dort ist interessant, was die Bibel sagt, was kann passieren, wenn Kinder nicht gehorsam sind. Und ich bin Gott dankbar, der hat mich sehr bewahrt, because ich bin auch einer von den Kinder, was Eltern nicht respekt haben, als ich dort soll gehört haben. So ich bin auch sehr kalt gekommen. Aber ich bin Gott dankbar, dass ich dort sein habe und dort nach viel besser habe meine Eltern merken, als was ich ein Zeit deed. So, wenn wir Matthäus Kapitel 15 lesen, von 1 9, das sagt, dann kämen
Pharisäer und Schriftgelehrten von Jerusalem naar Jesus en zeiden, waarom houden die Jünger sich nicht an de älteste ihrer Verschriften, weil sie waschen sich nicht daheim für den Eten. En hij zei aan, en waarom zat die Gott zijn Gebot und sieht, dat die jene Verschriften holen kann, weil Gott befahl, Vater und Mutter zu ehren, und wer Vater und Mutter pflegt, soll mit den Tod bestraft werden. Aber je sein, wenn wer zu Vater und Mutter sagt, dort wird jün von mir zu Gott kommen können, als Gott übergibt, der dracht. Du musst also so weit, dass keiner mehr Vater und Mutter ehrt. Und so habt ihr und jene Verschriften zu holen, Gott seine Geboten zu nichts gemerkt. Die Heuchler, der Prophet Jesaja hat jünd ganz recht gesagt, das Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit ihr Hort erst weit auf von mir. Aber vergebens deinen sie mich, weil was sie lehren, sind bloß Menschen geboten. So wir sehen dort hier in dessen Aufschnitt hier, dort Menschen, die Vater und Mutter pflegen, die haben ein kartes Leben. Und dort sind wir so fair an. Dort Menschen, die sterben, oder die wurden umgebracht, oder die haben ein kartes Leben. Und dort erst, die Bibel sagt uns, dass dort was passiert. Und wenn wir in der Pfizer-Saas Feierkirchen tun, wenn wir Pfizer-Saas von Eintrag Feier lesen, Kenia, jene Christenpflicht erst, jene Älteren zu gehorchen, will dort erst dort Rechte zu tun. Vater und Mutter ehren, wie das erste Gebot, worauf Gott dort Versprechen lädt. Dort die dort Gott geht, in die lang ab ihr Leben kost. In die Vaters versicht jene Kinder nicht, tragt die christlich ab, und dort die in christlichen Sinn tragwiesen. Dort sagt hier auch, dort, ich werde es noch einmal lesen, Kenia, jene Christenpflicht erst jene Älteren zu gehorchen, will dort erst dort Rechte zu tun. Vater und Mutter ehren, wie das erste Gebot, worauf Gott Versprechen lädt. Dort die dort Gott geht, in die lang ab ihr Leben kost. So dat sagt du dort, die lang ab ihr Leben kost. Wenn du Vater und Mutter eingehorsam bist, dort kommt passieren, dort dein Leben wird kalt oder sehr kalt sein. Und ich hatte Luther Jahre in Betracht für die letzten 10 Jahre. Viele Menschen sind gestorben. Viel zu jung. Vielmal sagen wir, dass Gott hat seine Zeit, wo lange ein Mensch leben soll. Dort kommt alles an. Aber wenn die Bibel sagt, dass du wirst dein Leben verkaltern, wenn du die Älteren nicht gehorsam bist, dort wird passieren. Zweite Mose 20, Vers 20 sagt es dit. Ehrt deine Älteren, den Vater und die Mutter, sodass die noch lang in das Land, wo der Herr Gott
Jüntja wohnen kann. Dat is nog een vers wat dat betonen dat. 2. Mose 21, Vers 17 sagt es dit. Wer seinen Vater oder Mutter veracht, der soll sterben. En ik weet, we moeten alle sterven een dag. Dus als niks, dat we niet worden. Aber dat dit alle doen nog aan, wanneer we aangehoorzaam zijn te de ouderen. Dat wordt passeren op een strakeljenweg, oder niet op een strakeljenweg. Dat wordt passeren, als God dat gepland heeft. Zowel we onze ouderen respekten, weil wir die ehren. Und vielmal sagen wir dort, na, was haben wir unsere Eltern ehren? Das ist gar nicht so schwer. Das muss bloß getan. Wenn wir die Eltern würden, den Respekt geben, was die Eltern sollen haben. Respekt für die Eltern. Seid dankbar für die Eltern. Wenn ihr dankbar seid für die Eltern, dann ist das alles möglich. Läuft die Eltern. Ich weiß, das ist vielleicht viel leichter, wenn einer zwischen 5 und 2 oder 3 Jahren sind, die Eltern zu leben. Aber wenn einer 18, 19 ist, dann ist das einmal nicht so leicht. Aber dann darf ich das nicht. Weil Eltern haben viel mehr Erfahrung als Kinder. Oder die Eltern ungeduldig sind. Und da steht der Utschalen, und da steht der Schrien. Seid ungeduldig, seid vernünftig. Wenn einer spreche, Kapitel 20, Vers 20 lesen das. Wer seinen Vater oder seine Mutter pflegt, den wird Maden im Distren dort Licht utgehen. Dort spreche 20, Vers 20 sagt, wer seinen Vater oder seine Mutter pflegt, dem wird Maden im Distren dort Licht utgehen. Dort ist schrecklich. Sobald wir gehorsam sind, weil wir unsere Eltern respekten. Und ich gleich dort wird in Spanisch Dollar aus ab Deutsch. Dort sagt honra padre y madre. Dort meint, was kriegt das selbst als ihre Vater und Mutter, aber dort ist noch ein Wort, was du vielleicht Dollar dort meint, was ihre Vater und Mutter. Aber wenn wir ihre und Vater verstehen können, dass wir verstehen können, dann ist dort genug, dort wir weiten, was wir tun sollen. Spreche dadurch Vers 17, sagt es dit. Wenn ein Kind dem Vater verspott und die Mutter ihr Wort veracht, werden die Kreuen, den die Üwen utpecken, und die Aushackers und die Lech werden den abfreden.
Dat is bloß so, dat wer Vater und Mutter nicht wird hält, den wird dat nicht schein gut. Der wird sterben, ehe dat Zeit ist. Nur dort nur wird ich hier fängt. Und wenn einer junge Mann hielt, dat der Partner von der Schule sind über der Halb, all ergens wird zu da gekommen, die wissen nicht, wo die sind, dann kann das passieren. Und das kein aller. Ich rede hier nicht zu Kenia, wo du von 0 bis 20 Jahren sind. Wir haben alle Älteren. Und wenn wir nicht haben, dann wollen wir uns Respekt wiesen für die Menschen, die älter sind als wir. Das ist nicht bloß an Kinder von 0 bis 20 Jahren. Das geht für uns alle. Na, viel muss sagen, wenn ich dann 20 Jahre befrieden, ich brauche das nicht. Du brauchst das. Weil wir unsere Älteren respekten, weil wir die ehren, weil wir die halten. Because wenn spricht, 30 Vers 17 sagt, wenn ein Kind dem Vater verspott und die Mutter ihr Wort veracht, wollen die Kreuen, den die Augen utpecken, in die Aushakers und die Licht wollen den abfrieren. Dort ist schrecklich. Und danach für die Älteren, dort ist dort zu begegnen. So, weil wir unsere Älteren als Vorbild, weil wir die respekten, weil wir die Ehe geben, in ein Kommentar sieht, dort Älteren sagt zu jungen Älteren, ich liebe die, wir lieben jünd, bis Respekt, da eine kleine Arbeit für die Älteren, wenn die älter werden. Und wenn er bloß erst bei den Älteren, wenn die älter geworden sind, du hast wollen und die Geschichte anhören, die Historien anhören. Und wenn die Geschichte ist, Eva und Eva, will wir weiter das einste Mal dann vertalen in die Geschichte. Nächstes Mal vertalen in die Wahre. Nächstes Mal Wahre. Lach mit. Und da steht die Pflegen. Da wird die helfen. Oder wenn die in Passatiempos haben oder ein Game haben, spielt mit die. Da wird dort ganz anders mit den Kindern und Älteren die Beziehung haben. Und ich finde ein sehr interessanter Vers, und der ist in Petrus geschrieben. Ich finde den nicht, ich muss mir den noch luten Vers sein, wo der geschrieben wird, aber so dort finde ich den. Und ich dachte, dort wird bloß so wertvoll, dass diese 2 Vers hier geschrieben sind. Und da fängt wir in 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 1 und 2. Und das handelt sich nicht um Vater und Mutter ehren, aber das ist bloß ein Beispiel, was wir können tun. 1. Petrus 3, Vers 1 und 2 sagt es das. Grüße euch die Frühes, seht jene Männer ungedun, dort sonne die noch nicht nur Gott. Ich will noch einmal auffangen.
Gruza ook frühes, sieht die Mann doen, dort Sonne, die noch nicht nur Gott sehen, wird horchen wollen, ohne viel zu sein, können gewonnen werden. Wann sie ihre frühes ihren reinen Wandel sehen, wann sie ihre frühes ihren reinen, anständigen Wandel sein. So das sagt hier, dort die frühes, wenn der Mann nicht gläubig ist, die sollen so wandeln, dass die Mannen Verlangen haben, in Christ zu werden. In Christus soll es mit uns sein, weil wir als Eltern so leben, dass unsere Kinder werden Verlangen kriegen, auch so zu leben als Christus. Und für die Kinder kriegt so, das ist für uns alle. Weil wir so leben, dass uns Wandel bewiesen wird, wer wir sind. Weil wir so wandeln, dass uns Wandel dort bewiesen wird, wenn Menschen uns sein, dass die sein, dass wir haben Christus in uns leben. Und wenn wir danach was sein wollen, da wollen wir nach was sein. Weil wir top beten. Himmlischer Vater, wir kommen fertig. Wir danken dir, dass du in Gott bist, dass du alles regiert, alles schafft. Und wir haben dein Wort und wir freuen bloß auf du wirst uns halten, dass wir würden beim Studieren bleiben, dass wir würden die nur folgen und dass wir die würden die ihr geben für alles, was du das. Halb uns nu, wenn wir nu voneinander gehen und wenn wir wieder dessen Tag merken. In Jesus' Namen. Amen.